Servus Leute, heute soll es einmal wieder um unseren Staubsauger gehen. Von dem wurde jetzt schon längeres nicht berichtet. Und jetzt gibt es einmal was Neues. Wir hatten ein kleines Problem mit unserem Staubsauger. Das Problem war folgendes. Unser Sepp, wie ihn wir liebevoll nennen, hat mehrmals gepiepst. Also er ist in die Ladestation eingefahren, hat 4 Fehlermeldungen gegeben. Das deutet eigentlich darauf hin, dass Filter oder die Walze verschmutzt sind. Das war aber nicht. Er hat dann beim Ladevorgang nochmal gepiepst, zweimal, hat wieder geladen, hat wieder zweimal gepiepst. Und außerdem hat er bloß noch so 8 bis 10 Minuten gesaugt. Der Staubsauger bei uns haben wir jetzt 2 Jahre, habe ich nachgeschaut, also schon über 2 Jahre. Und es war eigentlich ganz einfach das Problem dann, wir haben alles gereinigt, das war das Problem nicht. Das Problem, was wir hatten, ich schalte jetzt mal kurz aus, ist folgendes auf der Rückseite. Und das Problem befindet sich hier über dem Typenschild in diesem Kästchen drin. Ich schraube es jetzt nicht wieder auf, weil hier sitzt eigentlich nur der Akku drin. Den werde ich auch verlinken. In der Infobox unten ist ein Amazon Partnerlink zur Info. Also wenn ihr mir unterstützen möchtet, könnt ihr es darüber machen. Habe den Akku dann gewechselt und siehe da, das Problem war gelöst. Also war im Endeffekt nur der Akku defekt. Nach circa, ja, eigentlich schon nach 2 Jahren kann man sagen. Ich weiß aber nicht, an was es gelegen hat, was den Akku zerstört. Gut, der Akku wird halt mal irgendwann kaputt. Er ist bei uns schon echt viel gelaufen, muss ich sagen. Also von der Saugleistung her, weil ich gerade eben sage, er ist viel gelaufen, kann man echt nichts sagen. Also er reinigt unseren Fußboden immer nur zufriedenstellend. Er ist zwar jetzt schon das 3. Mal umgezogen. Als erstes stand er ja in der Küche, dann in der Küche und am Sofa und jetzt hier draußen im Gang. Hat den einfachen Grund, er kommt hier nicht drüber. Das ist nämlich das Gitter von unserem kleinen Racker. Und er saugt jetzt einfach hier, wo am meisten Dreck entsteht. Nämlich jetzt stellt sich nicht schon jetzt. Nämlich einfach im Windfang- und Treppenhaus. Hier ist unsere Haustüre. Wir ziehen einfach von draußen im Winter so extrem viel Dreck rein, dass wir gesagt haben, der kommt jetzt hier raus und reinigt hier draußen einfach regelmäßiger, also öfters, dass wir einfach nicht so viel Dreck ins Haus ziehen, beziehungsweise in die Wohnräume. Ja, also Akku kostet bei Amazon 29 €. Danach hat er wieder einwandfrei funktioniert, ein bisschen ärgerlich. Hätte nicht geglaubt, dass er nach 2 Jahren schon einen Akku braucht, aber gut, hat es jetzt leider gebraucht, aber er funktioniert jetzt wieder und macht einfach eine Top-Arbeit. Man möchte sagen, also ich könnte mich nicht beschweren. Wir haben auch noch keine Bürsten getauscht vorne oder was, die schauen echt auch noch gut aus. Also weiß ich nicht, wenn er das unserem Fliesenboden zu verdanken, keine Ahnung, aber ist echt top. Von dem her kein Problem, echte Kaufempfehlung. Steuere nochmal einen Link unten rein vor dem Teil. Ich finde ihn einfach nur klasse, seinen Preis hat er wirklich verdient. Also, wenn ihr wollt, kauft euch das Teil, wenn ihr einen Staubsaugerroboter wollt oder braucht. Jetzt geht das Licht aus, super. Es ist echt wert, muss ich sagen. Wir, muss ich sagen, wir haben es nicht bereut. Bei uns läuft er echt regelmäßig. Top-Gerät. Leider hat unser kleiner Racker ein bisschen Angst vor dem Teil. Der ist immer mal entgegengefahren. Aber ansonsten, gut, da kann der Staubsauger nichts dafür. Gell? In diesem Sinne hätte ich gesagt, macht's es gut. Wir hören wieder was voneinander. Bis demnächst. Servus, Haberderi.